Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Leute, in diesem Format sage ich euch meine Einschätzung zum Spiel. Diesmal in Dortmund, das Spiel der Spiele in der Bundesliga. Und zeige euch natürlich, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Ja, Spiel in Dortmund, ich denke, auf irgendwelche Statistiken brauchen wir nicht schauen. Ja, das ist eh hinfällig. Das wird mit Sicherheit ein heißes Spiel werden. Erst recht, weil Dortmund ja jetzt noch aus der Champions League geflogen ist, in einer wilden Schlussphase, wie ich gelesen habe. Ich habe dazu nichts gesehen. Ähm, Im Pokal ist Dortmund auch nicht mehr drinne. Ja, also nicht so eine geile Saison für Dortmund, wenn sie jetzt das Spiel auch nicht, gewinnen sollten. Ja, wenn sie es gewinnen sollen, ist vielleicht noch mal 'n kleines Flackern da, weil sie halt dann nicht mehr Doppelbelastung haben. Kann da vielleicht dann noch mal was gehen, weiß ich nicht, ja. Von daher eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Uns reicht 'n Unentschieden, um den Abstand zu halten. Ja, ein Sieg, um sehr wahrscheinlich einen Deckel drauf zu machen auf die Meisterschaft, wenn wir ehrlich sind. Ja, dass wir danach dann noch mal lass mich ganz kurz reingucken, nicht, dass ich jetzt irgend 'n Mist erzähle, aber ja, dann haben wir 11 Punkte, also weiß ich nicht. Das hieße schon, wir müssten, 3 Niederlagen und Unentschieden spielen und Dortmund müsste alles gewinnen in den restlichen 10 Spielen. Das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, ja? Also, heißt für mich persönlich, wenn wir das Ding gewinnen sollten in Dortmund, ist der Deckel drauf, auch wenn wir gerade vielleicht auch nicht so souverän auftreten, wie man sich vielleicht gerade wünscht. Ja, wie gesagt, verlierst du das Spiel, sind es 5 Punkte, dann wird es natürlich kribbelig. So, ich denke, da brauchen wir nicht drum herum reden, ja? Dann ist ein Unentschieden und Dortmund ist, wenn sie gewinnen sollten, auf 3 Punkte dran und dann ist natürlich, alles möglich so, ne? Also, wie sagt man so schön, wir haben schon, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, wa? Also, von daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, denke ich. Für Dortmund die letzte Titelchance, die man sich noch offen halten kann, ja. Ob es dann wirklich noch mal 'ne Titelchance wird, ist natürlich eine andere Sache, auch wenn es dann nur 5 Punkte sind, weiß ich nicht. Aber Dortmund war jetzt schon ergebnistechnisch auf jeden Fall sehr konstant, muss man fairerweise sagen, ne? Fußballerisch kann ich nix zu sagen, ich habe keine Dortmund-Spiele gesehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, für mich persönlich das Spiel der Spiele in der Bundesliga, einfach das Spiel mit den meisten der meisten Spannung, mit dem meisten Pfeffer drinne. Unabhängig von der Tabellensituation, das Spiel mit der meisten ja, dem meisten Prestige, so, ja. Von daher, ich freue mich riesig aufs Spiel. Hm, super schwierig, 'n Ergebnis zu tippen bei dem Spiel. Ich sage mal so, wenn die Aufstellung kommt, wie ich sie aufstelle, gewinnen wir das Spiel 3:1. Den Take mache ich heute mal. Ja, ansonsten ist natürlich alles drin. Wir wissen selber in Dortmund, wir haben schon alles erlebt, in Dortmund, wer schon 'n bisschen älter ist, da kann auch schnell mal ein, 2 Platzverweise kommen, da passieren die wildesten Sachen. Es ist 18:30 Spiel, Stadion wird brennen. Wie gesagt, ist die letzte Titelchance, die Dortmund sich aufhalten kann. Wenn sie gegen uns gewinnen, können sie sich 'n bisschen rehabilitieren für das Champions League aus. Vielleicht sind sie jetzt aber auch richtig down im richtigen Tief und der FC Bayern drückt ihnen richtig rein und dann gehen die Lichter aus in Dortmund. So, ja, wer weiß das schon. Von daher schwierig einzuschätzen. Mein Tipp ist 'n 3:1 für uns, wenn ansatzweise meine Aufstellung aufm Platz stehen wird. Und damit gehen wir dann auch, rein in den Bums, ja. Urbich im Tor, sollte klar sein, auch wenn Manuel Neuer schon wieder am Trainieren ist nach seinem Muskelfaserriss. Ich würde ja, wie gesagt, Manu soll richtig fit werden, alles ist gut. Manuel Neuer hat in Dortmund oft den einen oder anderen Aussetzer drin, ja. Kann mich da an so einige Szenen erinnern, von daher natürlich auch 'ne gewi 'ne noch mal 'ne harte Bewährungsprobe für Urbich wäre das dann, so in Dortmund mit allen Emotionen und so weiter. Ich denke, das wäre auch noch mal ganz gut, um zu sehen, wo steht der Junge wirklich. Ja. Ansonsten geht's natürlich darum, the best of the best of the best aufs Feld zu kriegen, ja? Und dementsprechend
Ja, Innenverteidigung, Tah und Upper. Auch wenn Minje es ordentlich gemacht hat, wie gesagt, gegen Dortmund. Gehört the best auf dem Platz und da gehört natürlich als Rechtsverteidiger ein Stanisic dazu. Ja, keine Frage. Ähm, ich habe gelesen, Conny Leimer hat Wadenprobleme. Wenn Conny Leimer fit ist, ja, macht doch nicht den Musiala. Was ist denn da los? Conny Leimer als Linksverteidiger. Sollte Conny nicht fit sein, kommt ein Ito als Linksverteidiger. Ja, Ito war ein bisschen schwankend so, die letzten Einsätze, die er hatte. Von da als Linksverteidiger, als in der Innenverteidigung gefällt er mir besser. Aber wenn Tah und Opa da sind, haben wir in der Innenverteidigung aber auch nicht wirklich Platz, muss man fairerweise sagen. Ja, ich würde Conny Leimer den Vorzug geben. Gerade gegen Dortmund brauchst du physisch auch starke Spieler. Du brauchst auch Spieler, die Mannschaft mitreißen können. Und ich denke, da ist ein Conny Leimer natürlich ein anderer Typ, wie es ein Ito ist. Ja, damit machen wir die Killer-Seite dann auch komplett. Luis Diaz natürlich vorne links. Michael Olisse natürlich vorne rechts. Ja. Mit Stunny das Zusammenspiel wird immer besser. Gefällt mir richtig gut. Ja. Die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, vorne ist auch klar. Heavy, der Hurricane. Kane ist logisch. Ich mache auch gleich die Alternativen mit rein. Lennart Kahl natürlich. Ja, der vielleicht auch nochmal ein Faktor sein kann, dann, wenn es ein bisschen. Ja, den lasse ich mir immer noch offen. Ich bin auch überlegen, wen wir auf die 10 stellen oder wenn ich auf die 10 stellen würde. Ähm, ja, Rechtsverteidiger halten wir natürlich auch nur Conny Leimer, der dann da nochmal hingehen könnte. Alternativ könnte man natürlich auch einen Upamecano. Und ganz alternativ, weil Kimmich bei mir eh nicht in der Startelf steht, schreibe ich da mal einen Kimmich rein. Aber wenn ich den letzten Einsatz von Kimmich als Rechtsverteidiger gesehen habe, wird mir auch schwindelig. Von daher sollte man ihn da vielleicht gar nicht erst reinschreiben. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Zentrale für mich, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das nochmal aufstellen würde. Aber Leon hat das letzte Spiel, wo er gespielt hat, wirklich stark gespielt mit dem Zusammenspiel mit Pavlo. Wenn Leon der etwas defensivere Part ist, so wie er es auch war, aber auch da hat man, denke ich, gesehen bei Leon, dass er sich auch ein bisschen jetzt endlich mal emanzipiert hat von Kimmich. Ich weiß nicht, gerade hat man so das Gefühl, dass sich jeder Mittelfeldspieler irgendwie so ein bisschen lossagt und so ein bisschen diese Kimmich, ja, diesen Respekt so ein bisschen ablegt, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen für Josh, ja. Aber ich denke, gerade bei einem Pavlovic sieht man das gerade sehr, sehr stark. Wenn ich jetzt auch noch einen Bischof finde, dann hätten wir es auch. Aber auch beim Leon hat man das im letzten Spiel gesehen, ja. Er hat halt auch seine Stärken auf den Platz gebracht, sein Ding durchgezogen, hat da auch keine Rücksicht genommen, so. Ja, ist jetzt Josh im Spiel? Muss ich jetzt jeden Ball in Richtung Josh spielen oder sonst was? Ist natürlich nur so von außen betrachtet. Vielleicht ist es alles auch nur Zufall, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch so, dass der ein oder andere Spieler sieht, dass Josh gerade keine gute Form hat, ja. Und ja, es ist an der Zeit. Das ist jetzt ein Spiel, wo es um was geht, ja. Da gehören die Spieler auf dem Feld, die beste Form haben. Und wenn ich den letzten Auftritt von Goretzka vergleiche mit den letzten Auftritten von Kimmich, ja, sorry. So, dann muss ich mich für Leon aussprechen, ja. Man könnte natürlich auch Bischof und Pavlovic dahinstellen, aber das ist mir zu wenig die Saison passiert. Das jetzt im Spiel gegen Dortmund reinzuwerfen, fühle ich nicht. Ja, vor allem, wo wir es dann einmal gesehen haben, Bischof Pavlovic hat es auch nicht überzeugt. Da war Bischof wirklich schwach. Und von daher würde ich einen Leon damit reinnehmen, anstatt einen Kimmich. Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Sehr wahrscheinlich wird da wieder ein Kimmich auflaufen, ja. Es würde mich auf jeden Fall überraschen. Aber es wäre dann auch mal ein Zeichen von Kompany, dass er wirklich dann in den Spielen, wo es dann wirklich wichtig ist, auch wirklich mal die formstärksten Spieler aufstellt, ja. Das wäre wichtig und richtig. Gut, man könnte natürlich auch über Conny Leimer im Mittelfeld nachdenken, aber auch das haben wir diese Saison noch gar nicht gesehen und würde ich dann so ein Experiment gegen Dortmund eher sein lassen. Ja, haben wir noch die verkappte Zehnerposition. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da haben wir natürlich einiges zur Auswahl, wenn wir Lennart K. sogar noch mit in die Verlosung nehmen würden. Wir haben Serge Gnabry, wir haben Jamal Musiala.
da hat keiner bisher so wirklich überzeugt, ne? So die letzten Spiele, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, ich will trotzdem mit Musiala anfangen. Der hat einfach mehr Potenzial, als es 'n Serge Gnabry hat und, ja, sorry, Serge hat mich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Die letzten Einsätze von Serge waren alle Note 4, das sagt eigentlich alles aus, Alter. Ja, und ich denke, Musiala braucht jede Minute und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es super schlecht ist, was Jamal Musiala gezeigt hat. Er muss mal wieder einfach ein bisschen die Balance finden, was früher schon so öfter mal sein Problem war zwischen mit dem Kopf durch die Wand und dem Ball spielen und auch sich den Ball von hinten mal wieder abholen oder mal ganz vorne in den Strafraum gehen, wenn Harry Kane sich fallen lässt. Das sind alles Abstimmigkeiten, denke ich mal, Abstimmung, die besser werden muss und das geht halt einfach auch nur, wenn er spielt. Ich weiß nicht, wie es mit 'n Rafael Guerreiro aussieht, ob der auch so ansatzweise fit ist oder so. Ich trage ihn mal einfach hier ein. Wäre natürlich noch mal 'ne Option, ähm, ja, wenn's gar nicht geht, ne? Ist nat wird natürlich immer 'n bisschen heiß sein gegen seinen Ex-Verein. Ähm, hat mal gute, mal schlechte Spiele auf der 10 gemacht, wäre aber auf jeden Fall 'ne Option da für 20 Minuten da mal vielleicht noch reinzukommen, denke ich, ja. Ähm, ja, ich mache hier 'n Kimmich auch noch mal rein natürlich. Ich habe ihn nur da mit reingemacht, weil's so die Option ist. Andere Option wäre natürlich auch kann ich natürlich auch noch machen oder machen wir einfach mal. Also, wie gesagt, Kimmich als Außenverteidiger war letztes Mal auch nicht gut. Opa hat das auch schon gespielt, ja. Also, auch 'n Opa kann mal 'n Rechtsverteidiger geben, denke ich. Und wie gesagt, Minje ist jetzt gerade auch nicht in so einer schlechten Form, dann kannst du halt auch Minje in die Innenverteidigung ziehen, ja. Und zur Not hast du auch noch Ito, den du in die Innenverteidigung ziehen kannst und kannst, 'n Opa auf die rechte Seite ziehen. Im allerschlimmsten Fall kannst du natürlich auch Leon Goretzka dahin ziehen, der hat das auch schon gespielt. Aber dann kannst du auch ehrlicherweise echt einfach 'n Kimmich dahinstellen und dann muss er sich halt einfach mal zusammenreißen. Ähm, meine Wenigkeit würde in diesem Spiel komplett auf Joshua Kimmich verzichten. Erstens, ja, ganz ehrlich, der braucht einfach auch mal 'n Denkzettel. So, nur weil man 'n verdienter Spieler ist, kann es nicht sein, dass man über Wochen und Monate schlechte Leistungen bringen kann und immer noch unangefochtener Stammspieler ist. So, ja? Wenn er Schmerzen hat, alles gut, dann ist das auch 'n Denkzettel. Da muss er halt mal ehrlich sein und sagen: „Pass mal auf, Trainer, ich habe Schmerzen, ich kann meine Leistung grad nicht bringen“, dann muss er draußen bleiben. So, wir haben genug Alternativen, ja? Wir haben einen Tom Bischof, wo Kimmich die ganze Zeit mit seinen super Kackleistungen den Platz blockt. Der Junge hätte sich schon längst, in die Richtung entwickeln können. Noch mal würde ich jetzt in so 'nem Spiel wie gegen Dortmund nicht unbedingt reinwerfen von Anfang an. Da würde ich erst mal 'n bisschen die Stabilität mitnehmen und so wie Leon letztes Spiel gespielt hat, war das wirklich gut. Sollte Leon natürlich 'ne Katastrophe sein, ja, dann musst du halt 'n Bischof reinwerfen, alles ist auch fein, ja. Also, ist jetzt nicht so, dass der das nicht kann. Ähm, aber 'n Kimmich würde ich einfach mal außen vor lassen, ne? Und ich denke, wenn man sieht, dass meistens der Partner, der im Mittelfeld mit Kimmich spielt, schon um Kimmich herum spielt. Selbst die Innenverteidiger, wenn man mal sieht, wie oft Upamecano jetzt schon das Spiel eröffnet und nicht mehr Joshua Kimmich, ähm, dann denke ich, sieht man auch, dass die Mannschaft das auch merkt, ja? Und dann ist es auch legitim, halt von Trainerseite zu sagen: „Pass mal auf, Josh, komm mal klar, ja? Werd mal fit oder komm mal vom Kopf wieder klar.“ Weiß ich nicht, was das Problem ist, weiß man ja nicht. Vielleicht hat er auch privat irgendwelche Sorgen. Das sind ja auch alles Menschen, ne? Aber irgendwann ist dann einfach auch mal gut, was so 'ne Leistungsform und Leistungsdelle angeht. So, dann musst du auch mal auch wenn man Manuel Neuer heißt, auch wenn man Joshua Kimmich heißt, ähm, dann müssen da irgendwann auch mal Konsequenzen her, ja? Wir haben da im Stream ausführlich drüber diskutiert. Ich finde es gut, dass man erst mal an so 'nem Spieler festhält. Das hat er ja auch getan, Kompany. Aber wenn's dann auf entscheidende Spiele herausläuft, dann können wir nicht anfangen und sagen, wir ziehen jetzt noch irgendwelche Spieler mit durch. Ja, das geht nicht. Das ist mein Take. Und Dortmund, habe ich gerade aufgezeigt, die Situation ist ein entscheidendes Spiel. Verlierst du das Spiel, ist Dortmund dran, so 5 Punkte, ja. Dortmund hat keine Doppelbelastung mehr, die wir dann haben werden in den kommenden Monaten. Gewinnst du das Ding, bist du so gut wie Meister mit 11 Punkten Vorsprung vor Tabellenzweiten, ja. Und dadurch, jetzt mal ernsthaft, du haust ja Dortmund dadurch auch noch, einen auf den Deckel und
dann wird da auch erstmal schlechte Stimmung sein. Das heißt, da ist jetzt auch nicht so, dass die gleich wieder den Schalter umlegen und die nächsten 5, 6 Spiele am Stück gewinnen werden, ne? So, das ist schon jetzt ein entscheidendes Dingen. So, weil nochmal gewinnt Dortmund das Ding, sind die auf 5 Punkte dran und dann ist da natürlich nochmal eine ganz andere Motivation da, ja? So, das darf man halt auch nicht vergessen. Und wir hoffen ja natürlich, dass wir in der Champions League weit kommen und haben auch noch den DFB-Pokal und ja. Also ein sehr, sehr wichtiges Spiel auf die deutsche Meisterschaft bezogen, ja. Und nochmal, dann kannst du nicht anfangen und sagen, ich ziehe einen Kimmich mit durch. Und dann kannst du auch nicht anfangen und sagen, ich stelle da so einen halbfitten Manuel Neuer ins Tor, nur weil er Manuel Neuer ist. Ja, das sind meine Takes. Gut. Und damit mache ich den Bums jetzt zu. Leute, ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Borussia Dortmund. Hoffentlich mit dem besseren Ergebnis für uns. Wie gesagt, im Unentschieden ist völlig fein. Dann sind wir auf 8 Punkte. Ich glaube, dann, ja, dann sind wir auf einem guten Weg. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das Ding entschieden ist. Bei 11 Punkten sehe ich das ein bisschen anders. Dann ist der Bums wohl sehr wahrscheinlich durch. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.